Servus und herzlich willkommen bei der Ratschkattel, dem bayerischen Elternpodcast im Internet. Hier gibt's die ungeschönte Wahrheit über Familienleben, Partnerschaft und allem, was dazugehört. Ihr könnt euch den Podcast auf Spotify, iTunes und diverse andere Anbieter downloaden. Wenn es euch gefällt, dann lasst mir eine gute Bewertung da und abonniert mich. Ihr könnt mir auch schreiben, ich freue mich über jegliches Feedback. Danke nochmal an der Stelle an Atti, der mir geschrieben hat, ich hab die abonniert, aber eine Stunde werde ich mir's nicht geben. Sorry. Das war allerdings bevor er Papa geworden ist. So, bitte, Klappe. Dritter Podcast. Passend zum dritten Podcast sind wir heute zu dritt. Ich habe mir zur seelischen Unterstützung die sensationelle Heckelfrau wieder geholt, weil, jetzt euch wisst, wir haben halt unseren ersten Papa da. Und ich finde es total toll, dass die männliche Seite jetzt einmal zu Wort kommt. Wenn sie zu Wort kommt, schauen wir mal. Der liebe Kit ist da. Es freut mich so, dass du da bist und danke, dass du Zeit genommen hast. Finde ich sehr cool. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um den Kit. Wieso? Ja, dem wird nachher das Blut aus den Ohren. Ja, wahrscheinlich. Aber da muss er durch. Da muss er durch. Er wusste ja, was kommt. Ich habe mir sehr schwer getan, irgendwas über dich zu finden, weil du Social Media mäßig ja mehr inkognito unterwegs bist. Das stimmt nicht. Auf Facebook? Auf Facebook habe ich dich nicht gefunden. Ah, verdammt! Ich heiße so, wie ich heiße. Ich habe es gesucht, aber ich habe nichts gefunden. Du hast dich vertippt vielleicht. Verdammt. Alles voll. Das ist mein ganzes Leben. So, nochmal neu, wir fangen nochmal neu an. Wobei, du hättest mir erst die Freundschaft anbieten müssen. Also ich bin halt nicht... Also du hättest mich finden müssen und dann... Weil das meiste ist nicht so offen, was ich da... Das verstehe ich. Ja gut. Also aber ich weiß nichts. Na, wir kennen uns ja eigentlich nur vom Fußballplatz und vom Kinder hin und her bringen. Von dem her, aber ich habe deiner Frau geschrieben. Und deine Frau hat mir ganz einen netten Text geschrieben und den darf ich da gerne vorlesen, weil das wirklich süß war. Sie hat mir geschrieben, was wenige wissen, Kit heißt eigentlich Christopher. Haha. Ist 51 Jahre alt, ist die vorwiegende Zeit im Frankenländle Kulmbach aufgewachsen, in einem Frauenhaushalt mit Mama, jüngerer Schwester und Oma. Und Tante? Und Tante, ja Wahnsinn. Seine Dann bluten die Ohren vielleicht doch? Ja, dann ist es schon gut. Ich kenne, wie gesagt, nur die Gegenseite von Testosteron umgeben zu sein. Deine Leidenschaften sind die Süddeutsche Zeitung, der FC Bayern, die Wiesn und das Kulmbacher Bierfest. Zwillinge gibt es in unserer Familie nicht, war also Glück, Zufall. Diese Aussage variiert, je nachdem, welche Stimmung zu Hause herrscht. Ja. Also wie schon gesagt, du hast einen Großen, der ist 10. Wird 10. Wird 10. Ja. Und Zwillinge, die sind 6. Wie ist es? Mit 3 Kindern. Warte, Moment, ein Großer und die Zwillinge sind? 6. Auch, nee. Junge Mädel. Junge Mädel. Ja, also der Plan war ja erst den Jungen und dann ein Mädel, weil jedes Mädel hat gerne einen großen Bruder. Großer Bruder, Und der hat aber halt nur 2 Minuten lang funktioniert, der Plan. Dann kam der noch hinterher. Nein, das zweite braucht man nicht. Wie war das, wie Sie erfahren habt, dass Zwillinge werden? Habt ihr da schon drüber nachgedacht? Nee, überhaupt nicht. Also zwar halt mal irgendwie rumgeblödelt oder so, aber ich war da gerade dabei, mich auf einen anderen Job zu bewerben. Oder ich glaube, ich habe sogar schon zugesagt gehabt, aber ich war noch im alten Job und die wussten aber noch nichts. Ich habe noch nicht gekündigt gehabt. Und deswegen musste ich noch mit in irgendein Meeting zum Kunden, wo ich noch nie war. Und wusste eigentlich, ich werde den nie übernehmen, weil ich ja weggehe. Und dann sehe ich, dass meine Frau mich anruft am Handy und ich wusste, dass sie beim Frauenarzt ist an dem Tag. Also ich wusste auch, dass sie schwanger ist, aber das irgendwie, man konnte es noch nicht so richtig sehen beim ersten Mal. Und deswegen musste sie nochmal hin. Und dann dachte ich mir, okay, die weiß, dass ich da in dem Meeting bin. Und deswegen habe ich schon fast gewusst, was sie mir sagen will. Oh Gott. Weil sie mir dann auch noch geschrieben hat, WhatsApp hat es mir noch geschrieben, du musst jetzt sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Oh Gott, schön. Und dann wusste ich eigentlich schon, was los ist. Und habe ich gesagt, es war ein recht lockeres Meeting da. Es waren auch lauter Frauen. Aber Frauen kannst das recht. Ich stelle mir das schon vor, die ganze habe ich dann gesagt, ich müsste mal kurz meine Frau anrufen und dann bin ich da raus und habe sie angerufen, die war völlig fertig. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade erfahren, dass wir Zwillinge und ich würde jetzt ganz gern gehen, so. Habe ein paar Blumen gekauft auf dem Heimweg. Wie toll.
Zwillinge. Das ist, weißt du, ich sag mal so, als Frau hast du doch, also ich hatte das früher immer, dieser Zwillingsgedanke, ja toll, dann hast du alles auf einen Schlag weg und die Welt ist schön. Also Zwillinge ist das ultimative Superding. Ne? Aber das Problem ist ja, wenn du schon vorgelegt hast, erstes Kind, dann denkst du so, ach, so Kinderwagen in neu. Wir sind damals Mini gefahren, da gab es nicht so viel, die in den Kofferraum reinpassen, gab es nur 3 Modelle und das war halt irgendwie 600 €. Kaufst du neu, ja klar, kaufst du neu, alles gut fürs erste Kind und so. Und dann aber halt, ja, kannst ja fürs zweite auch noch hernehmen. Und dann haben wir halt einen schönen gebrauchten Doppelkinderwagen gekauft und sind von Mini direkt auf Peugeot 807 umgestiegen. Schau, wie sich das Leben verändert. Ist das bei Zwillingen so, wenn die zahnen oder schieben oder schreien? Ist das immer relativ zeitgleich? Schon, ja, das ist ja wenigstens das. Ja, also, wenigstens. Das ist ja das Schlimme eigentlich. Nimmst, gell? Weil, wenn ein Kind anfängt zu laufen, dann brauchst du ja 2 Hände, um das Kind, was nicht laufen kann, irgendwo durch die Gegend zu. Aber wenn halt 2 laufen wollen, hast du keine 4 Hände und dann hast du ein Problem, weil der andere schreit halt immer. Dann oh Gott. Ich bin der Meinung, dass jeder der Zwillinge hat ein Bundesverdienstkreuz. Oder beim Stillen oder so. Weißt du? Ja. Hat deine Frau gestillt? Stereo. Oh Gott. Also, gibt's so? Zwillingsstillkissen und dann... Oh, das fühlt sich doch wie eine Kuh. Ja, also jetzt finde ich es so schon krass. Oh, das ist wirklich großen Respekt. Wahnsinn. Ja. Und dann mit dem Schlafen halt, also wenn ein Kind, da kannst du sagen, wenn der mal irgendwie muckt, ja okay, der wird sich wieder beruhigen oder so, aber bei 2, da bist du so froh, wenn die schlafen, dann holst du... aber dann holst du halt immer das erste gleich raus. Das andere damit das andere nicht geweckt wird und die gewöhnen sich aber daran, dass sie beim kleinsten Mucks rüber ins große Bett kommen. Ja, und das haben wir halt heute noch. Ja, das kenne ich. Also, ich kenne das. Echt, ja? Zieht sich das noch? Naja, der hat eigentlich, ich darf ja keinen Namen sagen, ja, der große. Der hat eigentlich schon mit einem Jahr dann ohne Probleme, auch selbst wenn er nicht geschlafen hat, ist ins Zimmer rüber, gute Nacht gesagt, vielleicht noch was gesungen und dann hat er gewusst, okay, jetzt ist halt aus und dann war Ruhe. Aber nicht so. Die 2, die haben es halt anders gelernt und ja, klar. Dann hat sich natürlich der Große auch wieder umgewöhnt. Das war das Nächste, weil... Ja, natürlich, du darfst nicht bei uns im Bett schlafen. Die Zeit, wo ihr zu 5 im Bett liegt schon, ne? Geil. Das ist... Der Kuschelfaktor ist so hoch. Ja, das ist schon schön, aber schlaft man da gut? Nein. Also mittlerweile ziehe ich auch aus. Also wenn das dann zu voll wird, dann gehe ich ins Gästebett. Ich biete auch an, irgendwie einen oder eine mitzunehmen, aber das ist dann... Ja, aber wir haben Zeiten gehabt, wo dann das Mädel so quer über meinem Gesicht geschlafen hat. Und dann meine Frau, die dreht sich dann immer um, die schläft dann mit dem Kopf zum Fußende. Da musst du mal aufpassen, dass du trittst im Schlaf. Und das ist bloß 1,80. Also wir haben kein ganz... Nee. Oh, krass. Boah, das ist krass. Ach schau, wie schön diese Nähe. Darf ich fragen, war das eine normale Geburt oder war es ein Kaiserschnitt? Kaiserschnitt. Warst du dabei? Ja, weil das war... Schön. Es war so 5 Wochen vorher beginnende Schwangerschaftsvergiftung, dann hat sie irgendwie Bauchschmerzen bekommen und musste ins Krankenhaus und haben die gesagt, nee, holen wir heute. Und dann hat sie aber irgendwie am Nachmittag eine Scheibe trockenes Brot gegessen gehabt und du musst ja so und so viele Stunden nüchtern sein. Das heißt, toll! Okay, jetzt noch irgendwie 2 Stunden warten. Für mich war es gut, weil ich konnte dann rübergehen, das war in Hallaching, in das Lokal. Das ist immer so toll, wenn die Männer dann, du liegst da irgendwie in Weh und ja, du, ich geh schnell einen Kaffee trinken. Einen Kaffee, ich aber essen. Bin essen Ach so. Schön gegessen, dann... Schweineländchen bitte, gell? Ja, sowas ähnliches war es dann. Der Kaiserschmarrn noch hinterher und dann habe ich gesagt, und jetzt noch bitte einen doppelten Espresso, weil ich kriege jetzt gleich Zwillinge. Oh, schön. Also genau, aber, ich habe jetzt was vor, ne? Ja. Aber es war beim ersten, da war es anders. Da habe ich gelitten. Also Wieso? Du hast gelitten. Ich habe gelitten. Tut mir leid, aber bei Männern, mein Mitleid hält sich immer so ein bisschen in Grenzen bei Geburten, wenn Männer sagen, sie haben gelitten. Das war 10 Tage vorher, da habe ich noch gar nicht damit gerechnet irgendwie. Und ich komme vom Joggen heim und meine Frau schon oben am Fenster und winkt so runter und ich dachte mir, die freut sich halt, dass ich heimkomme. Wie immer. Und dann... Das ist ein Hilferuf. Dann komme ich hoch und dann sagt sie, ja, ich glaube, meine Fruchtblase ist gerade geplatzt. Und ich dachte so, haha, Späßchen unter werdenden Eltern. Und sie, nee, echt jetzt? Und dann, ja, okay. Und da habe ich halt extrem wenig gegessen gehabt an dem Tag.
Oh nein. Du Armer. Ja, aber dann noch laufen gewesen, dann kann ich wenigstens noch duschen. Ja, duschen ist okay, wir schnell geduscht. Und dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Und dann haben die Schwestern da, die Hebammen, haben mir versprochen, sie bringen mir irgendwas. Ich habe null vorbereitet, ich habe nichts zu essen dabei gehabt. Und ich habe aber nichts bekommen die ganze Nacht. Kein Kaffee, nichts zu essen, nichts. Die haben immer wieder, wir bringen es gleich, Und kam halt nicht. Und schön. Meine Hebamme ist weggegangen und hat einen Kaffee gemacht für alle. Ja, schon, gell? Also wir waren um 8:30 oder sowas, 9 im Krankenhaus. Und gekommen ist er dann früh um 5:30. Und da habe ich halt dann 18 Stunden oder so nichts mehr gegessen gehabt. Und wirklich nichts bekommen jetzt. Und da habe ich Krass, oder? Boah. Da habe ich dann gesagt, okay, ich verstehe schon, warum manche Männer im Kreislauf umkippen. Nicht, weil die irgendwie, also für mich ist das nicht schlimm. Ich ein bisschen Blut sehe oder sowas, aber Unterzucker halt. Ja, also das, voll. Aber das sind dir nichts. Die das haben ist- Alex mehr betüttelt als mich, ja. Aber das haben wir auch noch ein Frühstück für sie holen. Ah, nee, ich gehe dann vor, danke. das ist der einzige Tipp, den ich werdenden Papas gebe, ist, nimmt was zu essen mit. Das hat mir vorher keiner gesagt. Lebenswichtig. Ja, schau. Und das Mädchen war zuerst beim Kaiserschnitt. Ja, Ach, wie die lag unten, hat auch den meisten Platz beansprucht. Deswegen hat sie es dann halt gerade so mit Ach und Krach auf 2 Kilo geschafft und durfte gleich bei der Mama bleiben. Und er war oben ein bisschen eingezwickt, der hat nichts, der hat keinen Platz gehabt, der hatte nur 1700 Gramm. Unterdrückt worden. 1700 Gramm, der musste noch 2 Wochen in den Brutkasten dann. Aber alles gut. Ja, ja. Das ist ein Wahnsinn. Und dann gehst du mit 2 heim. Ich finde diese Vorstellung, Nee, das du kannst gehst du dir gar nicht vorstellen. mit einer heim und besuchst dann noch 2 das Wochen ist- lang den anderen. Das ist auch schlimm, Dann oder? bist du mit dem nächsten heim. Stimmt. Dass dein Baby noch da drin ist, das ist auch nicht schön. Ja, das war schon heftig, In weil Hallering. weil sie dann, also die war ja eh geschlaucht von dem Kaiserschnitt und dann hat die eine da an der Backe und dann musste sie aber irgendwie mit Milch abpumpen, dann reinfahren, rein, ja. den Oh besuchen. Gott. Oder auch die ersten Tage, wo sie noch da war, weil das ja räumlich getrennt ist. Und sie musste dann von der einen Station darüber kommen irgendwie und war aber irgendwie nicht wirklich in der Lage zu gehen, glaube ich sogar. Also Ja, das kennen wir, gell? das war schon Das ist nicht schön. logistisch nicht ganz optimal gelöst. Aber schau, wie lange ist her? 6 Jahre, hast du gesagt. Ja, ist es wirklich so, dass die Zwillinge irgendwie eine andere Bindung haben, ich habe sogar gelesen, manche Zwillinge entwickeln wirklich eine Geheimsprache. Okay, echt, ja? Habe ich gelesen, ja. Also ich glaube, die mit der Bindung, das sind eher so die Eineigen dann, weil das Okay. ist also was Geheimnisvolles, wenn die da Aber was ist es wirklich so, dass man sich das vorstellt, hey, ich habe Zwillinge, die können die ganze Zeit miteinander spielen? Wahrscheinlich das haben nicht, wir uns oder? auch schon gefragt. Man bräuchte immer ein passendes Kind, dass die Kinder immer beschäftigt sind, dass sie miteinander Ja, spielen. Streiten aber. Der glücklichste ist eigentlich der Zwillingsbub. Ja? Weil der spielt mit seinem großen Bruder und mit der gleichaltrigen Schwester. Also der ist so das Scharnier irgendwie. Der hat's gut. Ja, das stimmt. Und, Ja, Mike. und außerdem, ja, die Schwester hat die besondere Bindung zu ihm. Also wenn er irgendwie geschimpft wird oder irgendwas, dann weint sie immer. Und wenn er sich verletzt, dann weint sie. Oh, schau, wie goldig. Umgekehrt ist es eher nicht so. Also wenn sie was, wenn Ja, sie was meint hat, sie halt. wenn sie was hat, dann So typisch, ja. der ignoriert es einfach und sagt, wo ist mein Essen? Also das, Mir egal. Ich weiß nicht, was er hat. Und du bist echt in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. naja. Ah, krass. Das hat dich schon geprägt, oder? Also sowas muss doch prägen. Ja, ich denke schon. Wie prägt das Oder auch du gerade? verstehst sie halt besser. Du bist halt, wie ist der Film mit Mel Gibson, wenn er die Frauen die Gedanken lesen kann? Ja, das kann ich trotzdem nicht. Ich weiß, was du fühlst. Das wünscht sich zwar meine Frau immer, aber das haut nicht so hin mit dem Gedankenlesen. Wirklich. Aber würdest du sagen, das war schlimm für dich, so im Nachhinein von lauter Frauen umgeben zu sein? Oder es war... Woher kommt dann die Fußballliebe? Oder haben deine Ich habe deine spät Frauen- angefangen mit Ah, Fußball. okay. Ich habe erst mit 9 habe ich erst Fußball spielen im Verein angefangen. Also das hat schon ein bisschen gefehlt. Also so, Bundesliga, Sportschau am als Sonntag. als ich in die Schule gekommen bin, da konnte ich noch gar nichts sportmäßig. Also weil es hat irgendwie nie jemand bei Aber uns du daheim konntest gab's backen nicht. und kochen. Ich konnte nur mal wegrennen beim Völkerball. Also die Lehrerin war dann immer, eine Stunde war aus und in meiner Mannschaft war nur noch ich, weil mich keiner getroffen hat, aber ich konnte keinen Ball fangen. Ich konnte nie mehr jemanden reinholen. Das war das Ende, war immer dann Geil, oh nein. Kids allein durch die Gegend und
schon wieder. Auf der anderen Seite ist die ganze Mannschaft und versucht mich zu treffen. Ja, aber ich konnte... Cool. Das musste ich mir alles erst ein bisschen erarbeiten. Zum Fußball habe ich mir gar nichts aufgeschrieben, weil das ist bei uns so ein platzfüllendes Thema. Wir schauen Fußball. Ja, Fußball begleitet uns immer. Und kannst das du mir erklären? Warum? Ich versuche mich darauf einzulassen. Ich schaue sogar alleine Spiele an, dass ich da irgendwie mitreden kann. Und ich verstehe diesen ganzen Wahnsinn nicht. Bei den Kindern finde ich es nur süß, weil man denkt, ach ja, die freuen sich und Tor. Das ist, aber so wie Bundesliga, wie FC Bayern, nicht einmal 60er verstehe ich. Das ist, ich verstehe das einfach nicht. Und Männer sind dann das, wow, super. Oh, es gibt doch aber auch Frauen mittlerweile viele, die auch ins Stadion gehen und so. Ja, ich war auch schon im Stadion. Im Stadion ist ja auch wieder was anderes, aber so, ja. Die spielen ja einfach nur Fußball. Ich weiß nicht, ich sehe da so wenig Sinn dahinter. Ich finde das ja goldig, dass es hat ja jeder so ein bisschen Leidenschaft, ja. Was ich nicht verstehe, ist, wenn du jetzt Schlagzeilen, so Bayern München gibt 80 Millionen wieder aus für den anderen Knilch, der jetzt. Ja, das ist ja die Diskussion, dass der Fußball einfach mittlerweile so groß ist, dass die Sitze, die unten haben, wo die sitzen und warten, die Auswechselspieler, das sind doch so Recaro-Sitze, die sind beheizt. Die sind wirklich, das hat mich wirklich auch zu Tode schockiert. Wieso sind die beheizt? Ja, aber wenn ich 80 Millionen für Spieler ausgebe, dann soll sich der nicht am Hämorrhoiden holen. kalten Hintern erkälten. Das ist Richtig, dann hat der arme Kerl Hämorrhoiden. ja, gut. Deine Kinder spielen die auch? Halt, weil ich verstehe dafür nicht, wie man Auswanderersendungen anschauen kann. Und Das ist doch super. dann, du hast letztens so geschwärmt für, was war, Dschungel oder irgendwas? Ja, den habe ich das erste Mal wieder angeschaut. Und ich kann nichts dafür, ich habe mir, also da, Ach, toll. es war einfach nur, dass man was Ich stehe dazu. Und damit kann ich halt nichts anfangen. Ja, Also. es stimmt schon, es hat jeder Ja, so sein. jeder hat einen Macken. Und die gucken mal Fußball. Ich denke an meinen armen hier Onkel Willi, Gott hab ihn selig, ja, dicker, stämmiger alter Mann, der die Flaggen überall hatte und die Fahnen. Da sind's glücklich. Ja, voll, ja. Also, das ist ja schon eh und je. Ich meine, wie hieß das? Ging das Lied damals, Fußball ist unser Leben. Ja, also, Ja, das stimmt. das ist ja so deutsche Kultur ja schon fast. Ja, also Ja, von das daher. stimmt. Vor allem in Bayern finde ich das auch. Ja. Aber ich habe ja das zum schwere Ruhrgebiet ja losgezogen, dafür, ich habe einen 60er. Das ist nicht so schön. Weil Bayern-Fans sind ja meistens gut drauf, weil sie meistens gewinnen. Aber mit den 60er, das ist nicht einfach zu handhaben, ganz ehrlich. Spielen deine Kinder auch Fußball? Die Jungs schon, ja. Die Jungs. Und was macht das Mädchen? Reiten. Die so ein bisschen Richtung Reiten, Ja, schau. aber so richtig Sieht's noch nicht. hat es noch nicht, also was, wo sie so richtig dafür brennt. Gut, mit 6 Jahren, gell. Ja, das stimmt. Ich glaube, wenn ihr Mädchen hättet, würde es zwingen, das Ballett machen. Meine Mutter hat mich gezwungen. Echt? Und ich war ein mobbliges Kind. Jetzt stell dir ein kleines, dickes Kind im Tütü vor. Das ist nicht schön, ja? Und wenn andere kleine Elfen da rumrennen, ja? Ja, eigentlich war unser Mädel so die immer mit den ganzen, alles was fährt, am besten war. Also die hat das Fahrradfahren in 10 Minuten gelernt, wo die Jungs noch ein ganzes Jahr mit Stützrädern unterwegs waren. Echt? Ja, ja. Das ist cool. Das müsste Und- ich mal meiner Tochter sagen. Die hat irgendwie alles sofort, aber das ist ein bisschen verloren gegangen leider. Ja? Dieser Ehrgeiz meinst du, oder? Ja, das und der Spaß so dran. Also die fährt immer noch gern Fahrrad. Die hat auch vor ihrem Zwillingsbruder schon das Mountainbike eingefordert. Also Okay. mit dem Kinderfahrrad, da fahre ich nicht mehr. Ja, und sind die schon in der Schule oder Ja, kommen die jetzt? Nee, die sind schon Sind das erste die, Klasse. so, also ich meine leistungsmäßig erste Klasse hört sich blöd an, aber sind jetzt die Zwillinge dann gleich, dass du sagst, die eine lernt mehr oder er oder... Ja, die sind ja total unterschiedlich. Also, Die sind schon vom da Charakter auch total... Ja, schon optisch. Also sie ist die einzige von den Kindern, die ein bisschen Farbe bekommen hat Ja? von mir. Die hat braune Haare, die Okay. Jungs sind blond. Wahnsinn, gell? Und Aber ihr habt wirklich hübsche Kinder. Das muss ich jetzt mal so Ja, sagen. das stimmt. Gerade der Große mit seinen Wimpern. Jeder, immer wenn der da ist, naja, der tolle Stimmt, ich war auch mal draußen, weil da war und er sagt, was ist das für ein Junge? Er hat gesagt, ja, das ist Piep. Das ist
ist ein hübsches Kind. Also wirklich. Unsere hat sogar mal erzählt, dass sie zusammen irgendwie draußen unterwegs waren und dann ist ein jugendliches Mädchen gekommen und hat gesagt, boah, darf ich dich mal umarmen, weil du hast so schöne Augen. Also ich glaube, der tut sich später mal leicht. Wahrscheinlich, ja. Das stimmt. Ja, Fußball, super. Was gibt's nur zum Fußball zu sagen? Ach, lass doch das mal. Lass mal das Die mit anderen Fußball. Geschichten sind noch viel spannender. Genau, dann haben wir noch... Aber warte, wir waren aber beim Charakter. Wir haben den Kind Wir waren wieder beim Charakter. unterbrochen, ja? Ah, Entschuldigung. Ja, in der Schule, die Jungs, die sind, also jetzt sagen wir mal, der Zwillingsjunge, der ist schlau, aber er ist ein bisschen schwierig, was das Verhalten angeht. Okay. Haben In das der Jungs Schule. So ein generell? bisschen Rowdy-mäßig. Also unsere beiden haben es beide, dass sie, also ja, er meint halt, er sagt halt, die Lehrerin, die ruft ihn viel zu selten auf. Dann sage ich, ja du, da sind aber noch 19 andere Kinder in der Klasse, die wollen ja auch mal. Und wenn du jetzt 5-mal und jeder von denen auch, dann müsst ihr ja 100-mal irgendjemand aufrufen. So lange ist ja der Tag gar nicht. Ja, sagt er dann, aber die anderen, die wissen es ja nicht. Das soll es lieber gleich mich aufrufen, weil ich weiß es halt. Aber das ist schon wieder cool. Und dann ein Selbstbehauptungskurs, das finde ich richtig. Und also der ist vom Umgang her in der Klasse ist der ein bisschen schwierig. Und da ist sie pflegeleichter. Und bei ihr war es so, da habe ich am Anfang gedacht, puh. Also, Inwiefern meinst du, das musste jetzt schon ein bisschen... ja, das, was halt der Zwillingsbruder schnell gekonnt hat, hat sie überhaupt nicht kapieren wollen. Okay. Und dann hat sie aber die erste Mathe, ich weiß nicht, was die erste, irgend so eine Matheprobe hat sie dann mit heimgebracht, wo sie 40 von 40 Punkten gehabt hat. Okay, echt? Und das hat halt von den Jungs in fast 4 Jahren noch keiner geschafft. Also die haben auch schon Einser gehabt, aber die haben noch nie volle Punktzahl gehabt, weil die es halt irgendwie sich nie hinkriegen, dass sie sich über die volle Zeit konzentrieren. Das ist aber, glaube ich, generell so ein Jungsding. Irgendwas ist dann, fehlt dann immer, das ist da, Pünktchen, da, Pünktchen. Ist ja nicht schlimm, also ich meine, ich schimpfe eh nicht über Noten. Aber volle Punktzahl und dann, das war schon cool. Und das, Stell mir schon vor, wie sie rum ist. Nö, so ist die. Nee, gar nicht. So ist die gar nicht drauf. Die war schon stolz. Aha. Aber das war halt auch so, das war so ein Ding, also da wollten wir ja, glaube ich, später nochmal drüber reden, diese Geschlechtersache da. Ja. Weil ich finde, man ertappt sich schon dabei, dass man irgendwie so, die Jungs so immer so in das, ja, Die Mathe Rowdy-Schule. und Denken und so, ja, müssen die aber irgendwie, und Mädels, denen lässt man das eher mal durchgehen, ja, komm, ist nicht so schlimm und so, und ja, ach, schaust du heute wieder süß aus. Und die probieren es ja dann auch. Also so von wegen, und da, und nee, Mathe ist nicht meins. Und das versuche ich schon bei ihr, dass ich ihr das nicht durchgehen lasse. Schön, ne? Dass ich sage, nee, also... Aber ist sie dann auch so dieses typische? Ich meine, ich habe ja 2 Mädels und ich weiß so, Papi und diese Rehaugen. Macht die das auch so ein bisschen? Das Oder? macht Ja, jedes das- Mädchen. Hat sie dich im Griff? Also Nee. ist das nicht... Nee. Aber es ist das bei mir völlig anders. Die können sagen, ich will ein Pferd und er wird weggehen und eins klauen. Ja, also da versuche ich schon, dass es eben nicht klappt. Also das... Ja, das war ja auch voll unfair, wenn es dann nur 2 Jungs sind. Ja gut, das ist eine andere Situation, genau. Ich habe ja nur 2 Mädels. Also der ist ja nur auf seine Prinzessin eingeschossen. Also wenn ich jetzt morgen überfahren werde, schade. Ja, da bin ich mir relativ sicher, ja. Also Papi mit seinen Prinzessinnen, aber stimmt, du hast ja noch 2 Jungs, ne? Also musst ja irgendwo die Waage halten. Da kannst du ja nicht nur auf die Dame gehen, ne? Ja, ich habe es ja bei meiner Schwester erlebt. Also die war immer in der Schule so, nee, Mathe, ich kann das nicht. Und dann hat sie aber unbedingt Bio studieren wollen. Und da musste sie auf einmal richtig Mathe machen. Und da hat sie dann im ersten Semester mehr Mathe machen müssen als alles, was ich jemals irgendwo. Und da hätte ich ihr nie mehr helfen können. Und da ging es aber auf einmal, weil sie wollte. Das Wort, ja, das Und wollen Das ist ja deswegen- immer so ein Ding, ja. Ja. Deswegen versuche ich meinen Kindern zu sagen, es ist zwar gesellschaftlich akzeptiert, dass man sagt, mit Mathe habe ich nichts am Hut, aber es gibt kein Fach, wo du so leicht ein Einser schreiben kannst, weil das halt so klar ist. Es gibt nur so oder Ja, so. aber du musst es ja, also jetzt in der Grundschule ist ja nochmal was anderes, aber so, ich war am Gymnasium und irgendwann
ich hab überhaupt nichts mehr verstanden. Und mein Lehrer hat dann immer gesagt, leite dir die Formel her. Und ich habe keine Ahnung gehabt, was der von mir wollte. Also das war, ich bin doch eher... Das ist wieder wie bei den Peanuts, weißt du, wenn die Erwachsenen reden. Ja, und dann, wenn es dann irgendwie mit Integralgedöns, da war es dann komplett. Aber ich kann irgendwie beide Seiten verstehen. Ich habe in der 8. Klasse habe ich in Mathe 6,655 geschrieben im Gymnasium. Aber kann auch nicht jeder. Der Grund, doch, ich konnte das. Der Grund war aber, weil ich überhaupt keine Hausaufgaben mehr gemacht habe. Ich habe das irgendwie noch nie groß gemacht und dann immer weniger. Und habe es irgendwie mit Sprachen immer ausgleichen können, weil da ging es auch ohne Hausaufgaben. Und dann hat es halt irgendwann einen Klick gemacht, okay, so geht es jetzt nicht weiter. Und dann kam noch ein Lehrer dazu, von dem ich richtig Angst gehabt habe. Und dann habe ich halt Hausaufgaben gemacht. Und auf einmal ging es wieder aufwärts. Weil das ist nur Üben. Also ich denke generell beim Lernen, also das sehe ich jetzt, ist eher das Problem, bis man lernt. Weil wenn man lernt, dann funktioniert es ja. Bloß bei uns ist das eine halbe Stunde Diskussion, bis man überhaupt einmal anfängt. Ja. Das ist immer das Problem. Das haben wir mal 3. Aber ich glaube, Schön. Der Kind hat aber auch schon irgendwo recht mit diesem Klick. Ich hatte Mathe-Nachhilfe und überhaupt, aber ich glaube, bei mir hat sich das so eingebrannt, ich hasse Mathe. Weißt du, das war wahrscheinlich immer so eine kleine Stimme. Das willst du nicht, das brauchst du nicht, das magst du nicht. Und das hat nie, ich habe mich auf dem Vierer noch gehangelt, aber... Ja, und das versuche ich eben von ihr jetzt irgendwie gleich von Anfang rauszukriegen. Ja. Und das war eben bei ihr. Ich bin wirklich, wir haben Addition geübt. Ich bin mit ihr Treppenstufen hoch und runter und sie wollte es nicht verstehen. Aber irgendwann hat sie es dann halt offensichtlich verstanden und dann hat sie auf einmal auch, hat man gemerkt, sie kriegt jetzt Spaß dran. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Ja. Und dann war die nächste Aufgabe nämlich auch. Und jetzt rechnet sie ständig irgendwelche Sachen irgendwo. Das heißt, ich versuche halt, das irgendwie zu unterstützen. Dass es Spaß macht. Dass dann irgendwann auch Spaß macht, aber ist halt, das ist das, was die Jungs auch nicht so recht verstehen wollen, dass man erst was tun muss und dann kommt der Spaß. Ja, die hätten es lieber andersrum. Schon geil. Ja, aber ich kann es bei jedem, der sagt, er mag kein Mathe. Ich fühle mit. Also es tut mir immer total leid. Aber es stimmt schon, er hat schon recht, wenn du das verstehst, ist mega simpel eigentlich. Ja, aber schau mal, jetzt hast du meinen Ehemann, ja, der so typisch Mann, Ingenieur weiß, Mathe ist das Tollste auf Erden, ja. Und der sagt dann, das geht so und dann musst du so und so. Verstehe ich nicht. Das ist doch leicht. So und so und so und so. Nein, ich verstehe. Das ist... Ja, also... Ach ja, das war das, der zu deiner 4-jährigen Tochter gesagt hat, schön. Keine Ahnung. Der zu deiner 4-jährigen Tochter gesagt hat, ja, da musst du 4-dimensional denken. Die Schulzeit. So, Papi, ja, natürlich. Jetzt weiß ich, was ich machen muss. Schön. Aber zur Schulzeit kommen dann ja auch WhatsApp-Gruppen, beziehungsweise die gibt es im Kindergarten, glaube ich, schon. Ja. Kita wahrscheinlich auch schon. Wir haben mal kurz drüber gesprochen, Kniggeverhalten in Eltern-WhatsApp-Gruppen. Schreibe ich auch irgendwann. Ich weiß nicht, ob es für ein Buch reicht. Also wahrscheinlich ist das bloß so ein kleines Arbeitsblatt. Wahrscheinlich ist es bloß ein Arbeitsblatt. Also ich werde nicht reich damit, aber vielleicht mache ich ein paar Leute glücklich. Oh Gott. Was wird da drin stehen? Reißt's euch zusammen. Ja, das ist die Überschrift. Zuerst denken, dann schreiben. Ja, aber echt. Ja, und ihr seid hier nicht allein. Ja. Also, ich stelle mir das immer so vor, übertragen, also so WhatsApp-Gruppe von der Schulklasse, da sind 20 Leute drin, oder vielleicht sogar sind da oft beide Eltern drin, also sagen wir, sind 30 Leute vielleicht drin. Und einer hat irgendwie seine Hausaufgaben nicht mit heimgebracht. Und das geht ja, ich kann ja die Uhr danach stellen. Also kurz nach 12 geht es los. Und hat einer die Hausaufgaben nicht? Ja, meine Güte, also was macht man denn, wenn man die Hausaufgaben nicht hat? Früher hat man halt einen Freund gefragt. Ja, meistens haben ja die Eltern auch irgendeinen Bekannten und dann sollen die halt erstmal den privat anschreiben. Aber das ist ja so einfach. Also schreibe ich in die WhatsApp-Gruppe rein, meine XY hat die Hausaufgaben nicht, was ist denn heute auf? Und das ist irgendwie so, wie wenn du in einen Raum reinkommst, wo 30 Leute drin sitzen, sind alle beschäftigt, einer isst und einer arbeitet und zwei unterhalten sich und du brüllst dann rein, hat jemand die Hausaufgaben? Und alle schauen.
Und dann geht's los. Dann antwortet jemand, der die Hausaufgaben hat. Und es ist ja dann wieder okay, dass der das an alle schickt, weil dann wissen die anderen, okay, Gleich ist jetzt Bescheid, gegeben. ne? Aber dann sagt Nummer 1, Dankeschön, dass wieder alle 30 mitkriegen. Und dann kommt zurück, keine Ursache. Und da denke ich mir halt, Ach, das wusste ich gar nicht. meine Güte, also... Aber meiner hat gesagt, die Zusatzaufgabe. Ja, das wäre ja wieder Information, aber dieses Danke, So unnötig, bitte und so weiter, das kann ich doch alles privat schreiben. Also es gibt da, und das wäre jetzt dann der Vertiefungskurs, man kann in WhatsApp-Gruppen auch privat antworten. Ja, aber das verstehen die nicht. Ja, aber es wäre Zeit, Ja, weil, Mach doch einen VHS-Kurs weil draus. bei manchen hat man halt auch so den Eindruck, die sind ganz glücklich, dass sie da drin sind und sich endlich mal austauschen können, weil die halt ihr eines Kind und jetzt sind sie endlich in einer WhatsApp-Gruppe drin. Ja. Aber ich habe 3 Kinder. Das sind 3 Klassen. Sind die nicht in derselben Klasse? Nee, 2-mal Fußball. Einmal Reiten, WhatsApp-Gruppe. Also und... Ja, Aber ganz kurz, weil du bist auch überrascht, warum sind die nicht ist das gewollt, dass die nicht in einer Klasse sind? Oder? heikles Thema. Also da bei der Einschulung, wir wollten es. Also ich wollte es, dass sie zusammen in Dass eine sie Klasse zusammen kommen. sind, okay. Schon immer eigentlich, dass sie zusammen sind, weil es halt sehr viel Stress ist und der meiste Stress bleibt eher meine Frau hängen. Ja, wie du sagst, mit Elternabenden, Hausaufgaben, dass du immer ein Ding hast, ne? Nach der Kinderkrippe hat es ja geheißen, ja, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, Ihre Kinder dann in 2 unterschiedliche Kindergartengruppen? Okay. Und ich habe gesagt, nee. Ja, Wieso? Ja, damit sie sich individuell entwickeln können. Ach, gell. Und Also bei uns sind, glaube ich, 4 Geschwisterpaare in einer Gruppe und die suchen, weil die zu Hause sind, zusammen suchen die sich ja in der Gruppe sowieso dann immer ihre eigenen Wege. Also ja, die waren da schon noch relativ viel zusammen, aber meine junge Mädels sind außer dem immer ein bisschen mehr getrennt. Ja. Und dann zur Schule kam es dann wieder, dass dann die Kindergärtnerin gesagt haben, ja, und sollten wir vielleicht in 2 getrennte Klassen? Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht haben, weil dann 3 Ausflüge, 3 verschiedene Hausaufgaben und so weiter und so fort. Ja. Und meine Frau war erst noch so eher so überzeugt, weil die das so nett gesagt haben, die Erzieherin. Und ich gesagt, nee, komm, das bleibt alles an dir hängen, also du musst es ausbaden. Irgendwann hat sie es dann auch so gesehen. Und dann kam der Tag der Einschulung und es gibt in der Jahrgangsstufe gibt es 3 Zwillingspärchen und unseres war das einzige, was getrennt war. Ach, das haben die dann Und einfach wir wussten es entschieden. nicht. Ja, die rufen die auf und die kommen dann nacheinander raus und dann war die 1a fertig und da in der 1a waren alle Kinder, die Zwillinge kannten, die bei ihnen im Kindergarten waren, außer unserem Mädel. Ach, Kibo. Ihre beste Freundin war da und alles und du hast ja gesehen, wie ihr die Kinnlade runtergefallen ist. Mein. Hey, sofort Einspruch! Da könnte ich ja jetzt Ja, weinen. ja. Also das ist ja echt schlimm. Habe ich auch sofort Einspruch eingelegt und dann haben wir sogar noch jemanden gefunden, der auch hätte tauschen wollen. Ach, Also eigentlich wäre alles gut gewesen und dann sagt der Direktor so, ja, jetzt warten Sie mal ab, reden Sie mal mit ihr nachher. Und ich so, ja. Und mir gedacht, ich weiß ja eh, was die sagt. Und dann vielleicht kriegen wir das noch irgendwie hin und so. Und dann kam sie da nach den 2 Stunden und dann haben wir erstmal so Fotos und alles und dann irgendwann habe ich gesagt, ja, und wird sie vielleicht wechseln wollen? Und sie so, nö. Ich so, wie? Und dann dachte ich mir, okay, die checkt das nicht ganz und habe sie halt nochmal und so und sie ist aber dabei geblieben. echt, ja? Und dann hat es meine Frau nochmal probiert, so im Verlauf des Tages, weil man geht ja dann mit Freunden irgendwie zum Essen, so nach der Einschulung und so. Und ist dabei geblieben. Dann hat sie, jetzt haben wir das mit den anderen Eltern schon ausgemacht, die freuen sich, dass sie wechseln können und jetzt springen die ab, was machen wir denn? Schön, Und du musst. dann haben wir gesagt, ja, für uns ist Kacke, aber jetzt hat sie zum ersten Mal in ihrem Leben Entscheidung getroffen, Ja, weil sonst die verhungert am Essenstisch, weil sie nicht entscheiden kann zwischen Honig A und Honig B. Und dann war sie völlig klar in ihrer Entscheidung da. Die war neben einem Mädel gesessen, die fand sie nett und dann wollte sie dahin. Ja, schau. Ah, dann hätte ich glaube, ich hätte den ersten. Und dann haben wir gesagt, komm, Ja. dann lassen Ja. wir, das ist ihre Entscheidung. Richtig. Ah, Wahnsinn. Ja, aber so ist es. Du machst dir Gedanken und im Endeffekt ist dann. Ja, aber schau, was ist denn das von der Schule? Also Ja, das finde ich auch nicht in ja, Ordnung. also, Das finde ich auch nicht in Ordnung. haha, alle Zwillinge sind zusammen, nur du nicht. Nee, bei euch, sorry, Das ist ging nicht. fies, oder? Naja. Ja, aber es heißt eine WhatsApp-Gruppe mehr. Ja. Schön. Schön.
Aber bei euch sind diese WhatsApp-Gruppen auch auf lautlos, oder? Ja. Mein Handy ist in der Arbeit immer auf lautlos, aber ich krieg's halt trotzdem mit, weil ich will es ja eigentlich mitkriegen, weil ich mir denke, wenn was ist, dafür habe ich das Handy. Ja, klar. Ja. Aber ich stell die Gruppen dann, wenn ich merke, in welche Richtung es geht, dann stelle ich die auf stumm. Ja, das geht nicht. Also dann ist nur die Frage, ob 8 Stunden oder eine Woche. Ja, zum Schluss kann man es ja abends alles lesen, das ist ja das Praktische dann. Das ist so. Bei uns ist auch mal eine Mama ausgeflippt, da war dieses typische Jahr, Erzieherin hat Geburtstag, die eine bastelt Ja. Geschenk, Dann Ja. hat sie ein Foto gemacht, sie hat es ja auch wirklich schön gemacht. So. Und dann, wir haben auch fast 30 Kinder in der Gruppe. Oh, wie toll, danke, Piep. Danke, das hast du toll gemacht. Danke, so schön, danke. Und dann hast du richtig gemerkt, wie eine Mama schon gekocht hat. Und dann kam so ein Text. Ungefähr mit dem, was du gerade gesagt hast, kann es nicht jemand. Und dann war die andere aber anscheinend gepisst, weil die andere sich beschwert hat. Dann hat ja. schon, wenn ihr euch bedanken wollt, ich freue mich darüber. Und man kann es ja auch auf stumm stellen, wenn man es nicht hören möchte. Ja, man muss es nicht in die Gruppe reinschreiben. Das ist... Du, wir haben einmal eine Diskussion zum Schulanfang gehabt. Unserer ist ja in der Ganztagesklasse, die heißt, er kriegt ja Mittagessen und da war das Thema Mensaessen und irgendeine Öko-Mama, ich weiß es nicht, hat sich beschwert, dass es zu wenig Fisch in der Mensa gibt, weil Fisch ja so wichtig ist und dann haben sie aber ganz viele dazugeschalten von wegen, ja, Omega-3-Fettsäuren und hier und keine Ahnung, was da alles Thema ist. Ja, und mindestens 2-mal in der Woche Fisch und das hat sich dann so hochgeschaukelt und ich habe dann irgendwann drunter geschrieben, weil es mir so gereicht hat, so, ja, macht's halt einfach so wie wir, einmal in der Woche Fischstäbchen. Wow. Du, ich bin am Elternabend immer angeschaut worden teilweise. Das ist unglaublich, was das... Und bei diesen Elterngeschenken, das möchte ich jetzt auch noch sagen, ich weiß es ja nicht. Und es ist toll, dass Lehrer unsere Kinder betreuen und dass sie die haben unsere Kinder sehr lange am Tag und die haben eine große Verantwortung, aber... Ich weiß nicht, diese Geschenke, das nimmt so eine Überhand. In der 1. Klasse haben wir ihr, und ich bin froh, dass Mamas gibt, die sowas machen, das sind die guten Mamas, Ja, die nähen können und den ganzen Schmarrn. Ja. Die hat ein Buch gekriegt, wo ein Foto von einem jeden Kind drin war und jedes Kind was reingezeichnet hat und was reingeschrieben hat. In der 2. plus irgendein Gutschein. Also nicht, dass das reicht. Na, haben wir noch einen Gutschein dazu gehauen. Dann im nächsten Jahr war es dann ein Spiel, da waren auch Fotos von den Kindern drauf und das Kind ist zweimal aussitzen, das Kind ist Rücke vor, keine Ahnung. So wirklich tolle Geschenke, aber ich denke mir, hey, die kriegen doch ein Geld dafür. Das ist doch denen eher ein Beruf. Ja. Und die muss man doch nicht, also ich finde Das gab es auch früher nicht. Nee. Also ich kann mich nicht entsinnen, dass mein Lehrer jemals Geschenkkorb hat's gegeben. Es fängt ja schon in der Kinderkrippe an und das zieht sich aber, das hört nicht auf. irre. Das hört nicht auf. Ich dachte, in der Schule hört es auf, aber im Kindergarten, ja, mal irgendwie verstehe ich es noch. Oder obwohl, eigentlich ist es ja auch schmal, ne? Aber ich dachte, in der Schule hört es auf. Nein, da wird's nur schlimmer. Da wird's wirklich nur schlimmer. Also wir haben jetzt nur 120 € für die Frau Meier, da muss schon noch was geben. Geil. Keine Ahnung. Also es ist, ja. Die mag Prada und Louis Vuitton. Irgendwas bräuchte bei der Show. Bei uns war Thermengutschein im Gespräch für einen Saunaabend, wo ich mir dann denke, ja, aber will man das? Was ist denn, wenn du mal in der Therme bist und dann siehst nackt die Grundschullehrerin von deinem Kind? Also das braucht die nicht. Ja, aber die Ja gut, Gefahr die läufst können du ja immer. trotzdem da sein. Also Ja, aber ohne trotzdem, Gutschein. das ist ja dann mit Ansage. Du, eine Kollegin von mir hat meinen Chef getroffen, beide nackt in der Sauna. Oh Gott. Sie ist dann wirklich so, Panik, Hallo? raus und der Tag war gelaufen, gell? Ja, das glaub ich. Also sofort raus, weg, weit weg. Das ist immer kacke. Und sie haben beide nie darüber gesprochen. naja, was in der Sauna passiert, bleibt in der Sauna. Ja, aber das, diese. Naja, diese Geschenke bin ich Na, auch dagegen. Wahnsinn. Weiß ich nicht. Ich meine, wie gesagt, ich find's toll und ich möchte niemandem auf die Füße treten, weil es ist toll, wenn jemand sowas macht und sich da engagiert. Vielleicht wäre es ja besser, wenn es die Kinder unter sich machen. Weißt du das? Ja, genau. Wer organisiert denn das von... Nee, hab aber vergessen. dass sie vielleicht in der Kunststunde, wir malen heute alle was für die Frau Meier. Naja. Ja, wieso? Aber die Handarbeitslehrerin kriegt nichts, weil die hat ja nur 3 Wochenstunden. Also... Ja, stimmt, wer kriegt denn immer was? Die Eigentlich Klassenlehrerin? die Hauptklassenlehrerin, die anderen glaube ich kriegen nichts. Ja, das ist auch wieder gedisst, Sorry. ne? Ja, bei dir Das hat falsche Lehramt studiert. Tut mir leid. herrlich. Ja, Oh Schule. Mann. Du kannst dich auf jeden Fall Ich freuen. bin so gespannt, ich habe so Angst davor, ja. Wieso, wie alt sind deine? Nächstes Jahr wird die Große eingeschult. Und die ist ein Juni-Kind und ich habe bei ihr so
Vielleicht so ein bisschen mit deiner Tochter auch. So das Gefühl, die könnten noch ein Jahr brauchen. Also jetzt schon. Weißt du, wenn jetzt alle Mädels schon, wenn sie diese Freundschaftsbücher bekommen, dann schreiben die alle schon ihren Namen. Möchtest du deinen Namen schreiben? Nein! Sollen wir nicht mal ein bisschen üben? Nein, ich will das nicht. Okay. Sollen wir mal Zahlen üben? Nein! Gut. Oder nicht. Du willst dir dein Kind auch zu nichts zwingen oder so. Ja, Das bringt eh nichts. ja, und dann kam so das Thema, weil sie kriegen ja im Kindergarten, kriegen sie auch, bei den Vorschulkindern ist das ja jetzt aktuell großes Thema, weil bei denen ist es ja nicht mehr lang. Und Mami, was macht man dann so in der Schule? Ich sag, ja, da lernst du rechnen und schreiben und irgendwann auch Englisch, weil das kriegen sie auch schon mit. Na, da will ich nicht hin, da bleibe ich im Kindergarten. Gut. Ja, okay. Machen wir. Ja, vielleicht könnte es ja noch ein Jahr. Ist das... Nein, wenn du im Juni bist, da hast du keine keine Chance. Wahl. Bayern ist ja sehr, sehr straight. Also wenn du jetzt nicht wirklich, ich sag mal, extrem entwicklungsverzögert bist, ja. Und Stichtag ist, glaube ich, irgendwann im September oder sowas, keine Ahnung. Also wenn du bis Tag X im September, glaube ich, 6 bist, musst du in die Schule. Da gibt es dann nicht viel Spielraum. Ja, du musst dir halt sagen, dass sie dann, wenn die Ärztin da kommt, dass sie dann halt versagen. Ja, bei uns der Zwillingsjunge, der ist da völlig durchgerasselt. Also der konnte die einfachsten Formen nicht malen und war aber halt vom Kopf her, war der schon längst in der Schule, aber halt Hand. Und dann ist da erst entdeckt worden, also hinterher, weil wir es dann haben testen lassen oder praktisch parallel, dass er Linkshänder ist. Da hat halt kein Mensch damit gerechnet, weil es waren halt weit und weit keine Linkshänder bei uns zu sehen. Und ja, fällt das nicht auf? Wie der Wenn Male er zu oder so? Hause, ja. der kann es halt nicht, denkst du. Das sollte ich bei meiner Mama probieren, weil die malt immer über den Rand raus, weißt du, und wo du denkst... Probier das einmal. Du denkst halt, der kann es einfach nicht. Und Ja, aber machen die Kinder das nicht von allein, dass er dann den Stift in die linke Hand... ja, aber du gibst ihm ja in die rechte. Du rechnest, wenn du nicht damit rechnest, also das war so ein bisschen, also wenn die paar Stifte, ich habe ihm wahrscheinlich keine 10 Mal in seinem Leben einen Stift angereicht, weil ich bin ja nicht zu Hause. Da muss ich schon sagen, Kindergarten, die sind darauf geschult, also die hätten es vielleicht ein bisschen früher merken können, ja. aber das ist dann nie aufgefallen. Und sein Opa, und dann wo wir es wussten, dann sagt sein Opa, also der Papa von meiner Frau sagt dann, ja, ich bin doch auch Linkshänder. Ja, schön. Und seine Tochter wusste es aber nicht, weil der ist in der DDR damals, da durfte ja kein Linkshänder sein. Den haben sie umgezogen und deswegen hat die den nie als Linkshänder erlebt. Aber der Zwillingsbub von uns, der ist halt voll der Opa, also von der Optik auch und vom Temperament her und Also hat das Linkshändische auch von ihm. Ach, Und schau, das ist ja interessant, dass du das sagst. Vielleicht, wenn ich das, weil sie hält auch immer den Stift falsch, weißt du, sie hält ihn ja immer so, wo ich sage, hey, du musst den doch so halten. Nein, das kann ich nicht, ja, und kragt dann halt vor sich hin, ja. also der Test ist nicht billig, aber der war bei ihm halt sehr eindeutig. Also Über was wird das gemacht? Über einen Arzt oder über was läuft das? Und da gibt's, wir waren da in Garching-Hochbrück, das ist so eine, die hat sich darauf spezialisiert, die macht da irgendwie so Untersuchungen. Das musst du privat aber. Ja, das musst du selber zahlen. Das ist irgendwie, also es ist dreistellig auf jeden Fall. Irgendwie so 100, 200 Euro irgendwie. Also versucht es alle, euren Kindern die Stifte in die andere Hand zu geben. Mama, Werbung für die Dame in Garching. Und dann, Die kriegt jetzt einen Ansturm. ja, bloß das Blöde ist dann, wir haben dann halt trainiert natürlich mit ihm, haben ihm dann noch so Linkshändertraining vor der Schule, damit das dann irgendwie funktioniert. Und dann hat er auch da so, und es ging eigentlich ganz gut, also ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell checkt, bis er dann irgendwann gesagt hat, ich will jetzt kein Linkshänder mehr sein. Und die anderen sind auch alle Rechtshänder. Ist mir jetzt, und dann hat er wieder angefangen mit rechts. Und ich so, nee, bitte, komm. Und dann habe ich nochmal so Auffrischungstraining dann nochmal üben lassen. Und jetzt ist er wieder bei rechts. Er wollte es dann einfach. Der will einfach nicht, weil die anderen auch. Krass. Und der kann jetzt im Prinzip, jetzt aber. ja, der kann im Prinzip mit beiden Händen jetzt so, also, wobei er schon seine Schwächen hat. Also, das merkst du dann schon, dass du irgendwie das alles noch Ist er nicht dann so ein ganz. Linksfüßler beim Fußball? Das ist wichtig, habe ich gelernt. Der ist noch gar nichts. Ah, okay. Ja, weil Link ist dann nämlich ganz rar. Ja, das ist wichtig beim... FC Bayern, ne? Stimmt. Machst du noch was? Nö, danke. Oder Wasser haben wir auch.
Aber das ist höchst interessant. Also das finde ich ja schon krass. Aber mir ist das jetzt bei unserem Kleinen auch aufgefallen, weil immer, wenn ich ihm was gebe, gebe ich ihm eine rechte Hand. Das ist mir jetzt selber mal aufgefallen, weil ich mir gedacht habe, Du musst es halt immer vor die Nase halten. Mit was schnappen sie als erstes zu, ne? Das wäre sinnvoll, genau. Aber du, ich gehe sofort hoch. Also hier, nimm mal deine Linke. Es ist nicht so, dass es mit links sofort gekonnt hätte, aber die macht halt so, ich war nicht dabei, das hat meine Frau gemacht, die macht so bestimmte Spielchen, dann lässt ihn halt Sachen greifen und so weiter, wo man dann sieht, wie dreht er sich, auch die ganze Körperhaltung dazu, dass man halt sieht, er bevorzugt die linke Seite und zwar eindeutig. Es gibt halt manche, wo es nicht so eindeutig ist und bei ihm war es ganz klar. Oder? Das ist wie beim Snowboardfahren, da schubst man doch den auch, mit welchem Fuß du vorn bist. Was? Ja, du schubst Snowboard. Doch, wenn du dir ein Snowboard holst. Dann stellt man irgendwann da. Ja, Entschuldigung. So, entschuldige bitte. Die Upper Class, der Skifahrer, es tut mir leid. Nein, du wirst vorgeschubst und mit dem Fuß, wo du automatisch nach vorn gehst, der ist dann beim Snowboardfahren auch vorne. Das ist dann Goofy oder Snoopy. Regular oder so, keine Ahnung. Faszinierend. Da siehst du wieder was gelernt? Ha, again was gelernt. Das hätten wir ohne den Kit gemacht. So geratscht, genau. Ja, genau. Aber das finde ich cool. Das ist schön. Ja. Gut. Du hast mir heute früh noch geschrieben, dass du gern haben wir ja schon ein bisschen angeschnitten, die Gerechtigkeit der Geschlechter oder so. Ja, im Prinzip ähnliches Thema wie Rechts-Links-Händer. Also so, dass man halt sagt, alles so in die Mitte legen und schauen, was passiert. Also weil ist es nicht so, dass dein Mädchen gerne mit Puppen spielt? Sieht man da so ein bisschen was, ohne dass man es jetzt wirklich forciert? Also ich finde das ganz, ganz schwieriges Thema. Also was da jetzt angeboren ist und was angelernt ist. Ja, klar. Aber wir haben schon probiert, irgendwie am Anfang alles gleich zu machen für die. Aber ich kann mich erinnern, es war ein Erlebnis, da war es in der Kinderkrippe noch und da hat's, was war das für Viech? Irgend so Mädelsviech auf dem T-Shirt drauf gehabt. Eine Pepper Woods, My Little Pony, ich kenne mich da total aus. Erzähl mal noch ein paar auf. Also irgend sowas war das. Die Katze, wer ist eine blöde Katze? Hello Kitty. Ja genau, Hello Kitty war es, genau. Hat Hello Kitty auf einem geerbten T-Shirt. Also wir haben ihr das nicht gekauft gehabt, sie hat es halt drauf gehabt und dann die erzählen, Hello Kitty. Und die kannte das gar nicht vorher. Und dann hat sie gemerkt, das ist was Tolles. Und dann wollte sie alles mit Hello Kitty haben. Und das heißt, sie ist da halt irgendwie reingeschubst worden. Und dann, wenn sie aber mal drin ist, oder er, kann ja auch sein, in irgendeiner Rolle, ihm oder ihr das dann vorzuenthalten, zu sagen, nö, ich will jetzt, dass du die andere Seite auch kennst, ist ja irgendwie auch blöd. Ja, das heißt, sobald die dann hergehen und sagen, ja, ich möchte den rosa Rock oder ich möchte die Puppe haben, dann gibt es das halt. Schon, ne? Aber es ist halt schwierig zu sagen, was kommt von innen und was ist auch Umwelt. Weil die sind ja nie allein. Selbst wenn du jetzt daheim das alles in Blau und mir kommt kein Rosa ins Haus, dann haben die trotzdem Freundinnen und da ist halt alles rosa und dann wollen sie sein wie die Freundinnen und dann ist halt wieder, aber es ist schon, wenn man sich mal damit befasst, es ist schon echt ein Problem, finde ich, dass es Duschgels gibt für Mädels und für Jungs und die Jungs Duschgels sind die Piraten und die Mädels sind die Prinzessinnen und nicht die Piratinnen. Ja, das stimmt, das stimmt, hast du voll recht. Aber das Schlimme ist, guck mal, ich bin ja voll in der Schublade, gell? Aber das Problem ist ja auch, ich wollte schon immer als ich noch klein war, wie immer gesagt, wenn ich Kinder kriege, will ich nur Mädchen haben. Danke, da oben. Ich hab's auch so Das habe ich auch mal gesagt. Ich wollte immer Mädchen haben und ich bin ja wirklich, also bei der Großen ihr Zimmer, das besteht aus lila und rosa, gell? Aber weil ich glaube, vielleicht ist es auch wirklich so, weil sie sieht, dass die Mami sich freut. Weißt du, was ich meine, ja? Also dieses, dann holen wir das Kleidchen und das ist so schön und so toll und überhaupt, ja? Also ich glaube, deswegen finde ich das auch toll. Obwohl ich jetzt auch Lego, ja, also mit dem Papi bauen, das ist auch ganz schön cool, ne? Also Doch Ingenieurin. Ja, und das ist halt wichtig. Ich denke, das eine kann man nicht verbieten, aber dass man wenigstens das andere auch hat. Richtig, Also als wir letztens dann mit ihrem neuen Fahrrad mal gefahren sind, dann war auf einmal so Rauschen und dann dachte ich mir so, was ist denn los? Dachte, sie zieht die Bremse über den Fahrer. Was machst du da? Ich mach nix. Und dann bin ich zu ihr hin und dann ist sie über Glasscherbe drüber gefahren und die Luft ist so schnell raus, dass du es richtig gespürt hast. Das war ein richtiger Luftzug.
Und dann habe ich gesagt, komm, wir drehen sofort umschauen, ob wir noch heimkommen. 10 Meter weiter, dann war sie auf der Felge. Echt? Und dann haben wir das Fahrrad da abgesperrt und haben uns im Auto geholt. Und dann habe ich gesagt, komm, jetzt müssen wir hier Reifen flicken. Also, dass ich das mit den Jungs mache, ist klar. Ja. Und normalerweise hat man dann so, also Mann ist immer schwierig, aber ich habe dann so den Impuls, ja komm, ich mach dir das, geh spielen und nachher ist dann dein Fahrrad fertig. Und nee, komm, Ja. wir machen das zusammen. Und dann habe ich halt da mit ihr Reifen Aber geflickt das und Das ist cool. Ja. das finde ich ist halt so das Wichtige, dass man ihnen zeigt, Wie also es geht. Ja. genau. Also Und aber kann man die Jungs sagen- aber auch umgekehrt, also die Jungs dürfen dann ruhig auch mal in die Küche. Ja, Und- das stimmt. Gehen die ja. in die Küche? Und Helfen die in der Küche? ja, helfen tun irgendwie. Niemand. Niemand, das kenne ich. Na doch, also da ist halt das Ding, die Jungs, die haben halt eher Interessen. Das heißt, die beschäftigen sich irgendwo, die sind dann oben im Zimmer und schießen Bälle gegen die Wand. Warten, bis Essen fertig ist. Und- Ne? So ein Theater. Sie hat keinen Auftrag und dann landet sie halt bei der Mama in der Küche. Das ist halt, ja. Ja, siehst du. Kein Aber, Auftrag. Mission Impossible. Aber aber das- ich habe jetzt, also bei Jungs ist es, die möchte ich halt gern beteiligen in der Küche, weil dann auch, also der Große, der ist so ganz seltsamer Esser. Und es klappt halt besser mit dem Essen, wenn er selber mit zubereitet hat. Echt, ja? Deswegen hätte ich den gern öfters da Ist in er der penibel, Küche. oder? Und ja, der isst fast nichts. Also Bratwurst, Das kenne ich. Pizza, Milchfrei. Spaghetti, also alles, was mit Pfannkuchen. Fleisch ist. Nee, Nix Süßes. nichts Süßes. Oh Gott. Also Schokolade, Eis, ja, aber keine Süßspeisen. Echt, Nee, ja? nee. Und halt gar kein Obst, gar kein Gemüse. Trotzdem nie krank, komischerweise. Das kenne ich. Das ist dann das, wo du dann, oder wenn's halbnackt im Winter draußen rumlaufen und denkst, du wirst krank. Und der wird nicht krank. Ja, Der du wird bist krank, nicht ne? krank. Ja, genau. Ich bin krank, ja. Und Krass. oder jetzt, da habe ich für den Kleinen habe ich letztens so einen Flicken auf seiner Jacke angenäht und so, wie Papa, du kannst nähen. Ja, natürlich kann ich nähen. Also, Alter, war im also nein, Frauenhaushalt. nicht besonders gut, aber so Flicken annähen, oder einen Knopf aber annähen du mal warst im irgendwie. Frauenhaushalt. Ich glaube, So. das sind so Sachen, die machen sich bemerkbar. Richtig. Also das ist schon... Aber wie das mit dem Reifenwechsel, mein Papa hat das mit mir auch gemacht. Der hat mich Das irgendwann macht Spaß, gell? Das mit wollte 80, ich auch das sagen. musst du lernen. Ja. Weil wenn du dann Platten hast, musst du das können. Ich Ja, meine, ist ich ja so. kann's, Ja. aber es hält mich nicht davon, hat mich früher nicht davon abgehalten. Ich weiß gar nicht, wie man Reifen Aber ich kann's. Aber es macht auch Spaß. Also ich kann mich entsinnen, dass ich ganz oft mit meinem Papa oder auch mit dem Opa in der Werkstatt gestanden habe Werkstatt und ist komm, super. wir bauen was oder wir basteln was oder Drachen haben wir gebaut. Also es macht auch für Mädels ganz viel Spaß. Ja. Und ich weiß auch, der Alex freut sich jetzt schon. Der ist ja bei BMW. Und da haben die einen Mädchentag. Girls Day, ja. Girls Day, Kenn ich ja. genau richtig. Aber was ich auch krass finde, es gibt keinen Boys Day. Doch gibt's. Ja? Ich hab gestern einen Flyer Wirklich? an Hast du's der Volksschule. Weil er gesagt hat, er kennt nur Gibt's. den Girls Day. Gibt's. Und dann ist er, wie assi ist denn das, dass du halt, es ist ja schön, dass du Mädchen reinbringst, ja, Aber der Boys kein Day Jungs. ist Erzieher, Verwaltungsfachangestellter. Ich hab's fotografiert. Ja, aber nicht bei BMW. Nein, nicht bei BMW. Ja, das meine ich ja. Bei BMW gibt es Ihr nämlich dürft dann nur Ja, aber öffentlich das ist arbeiten. jetzt, nur Girls Day. ja, das ist aber okay. Bring deine Tochter mit. Ja, aber warum darfst dein Sohn jetzt nicht mitbringen? Ja, Du das darfst stimmt. bestimmt auch mitbringen. Wenn du sagst, ich bringe meinen Sohn Das ist extra halt dafür da. Frauenquote. in den Tag, Du ja, weißt aber du nicht. kannst du dein Kind mal mitbringen. Sagst du, Du soll ich dir mal Das was schon. sagen? Also, BMW, ja? Ich habe da mal eine kurze Geschichte, die muss ich teilen, ja? Ganz kurz. Der Alex hat einen BMW-Mitarbeiter bekommen, ja, Autos manchmal, also so Testfahrten übers Wochenende. So, dann hat der Alex unsere Große mitgenommen, wohlgemerkt 4 Jahre, ins Fitz, ja, also ins, ne, kennt man. So, und dann ruft er mich an, ja, die Kleine darf nicht mit an meinen Platz. Wie, die darf nicht mit an deinen Platz? Ja, hier dürfen keine Fremden rein. So, willst du mich jetzt verarschen? Ja, ich muss die hier vorne am Empfang lassen. Du willst meine Tochter jetzt bei dem Fitz am Empfang lassen? Ist das dein Ernst? Ah, du, die sind hier nett, das ist kein Problem. Gib mir mein Kind. Bleibst du davon? Ja, die sind voll lieb und überhaupt und die kümmern sich um mich. Dann darfst du dein kleines 4-jähriges Mädchen nicht mit an deinen Platz nehmen, ja? Könnte ja Betriebsspionage sein. Könnte von Mercedes kommen, die 4-Jährige. Ja. Du, die wollte schon Benz. Ein Auto malen. Ich hab das gemalt, was ich gesehen habe. Also das ist schon, das finde ich schon krass, gell? Also bei aller Liebe, ne? Aber sowas, das ist schon,
ganz schön harter Humbug, ne? Gut, wenn du halt irgendwo, weiß nicht, Geheimhaltung hast. Bei 4 ist es klar. Ja, 4 ist klar, aber wo ziehst du halt die Grenze? Ja, 18. Weil ich sehe ja bei unserem Großen, und der ist jetzt 9, der kann Sachverhalte, auch komplizierte Sachverhalte, schon ziemlich gut wiedergeben. Und das macht er auch mit Vorliebe. Also, Das ist wieder so ein Männerding, ne? Versteht das natürlich. wenn der irgendwo was sieht, dann redet er da auch drüber. Ja? Und dann redet er halt auch teilweise über Sachen, Wo du sagst, wo dir lieber wäre, wenn er nicht Ja, drüber redet. das kenne ich. Und das ist halt so, wirklich, der kann halt auch schon super gut lesen. Der sieht halt dann auch Sachen und das ist zack. Also früher war das ja, wenn du irgendwas Geschriebenes irgendwo hattest, Kinder, egal, WhatsApp-Gruppen, ne? liegt halt da, ja genau. Und jetzt letztens fahren wir im Auto und ich habe so Playlists, die höre ich ganz gerne, das sind so deutsche Lieder halt. Und die Kinder sind da auch schon angefixt. Ja, nicht das von deinem Sohn. Aber das war ja super. Sein Sohn hat Geburtstagsfeier gehabt und dann irgendwann kriege ich eine Nachricht, hey, jedes Kind hat sich ein Lied wünschen dürfen. Und was wünscht sich mein Sohn? Das mit der Disco. Scheiße, so super. Und wer hat es ihm gezeigt? Der Papa. ja, das ist aber bei uns auch immer der Papa, also der Böse da. Oh Jetzt Gott, ist Alarm. irgendwas aus. Jetzt rum. Es war klar, dass die Technik nicht funktioniert. Aber ist egal. Wir Ist reden egal. einfach weiter. Naja, auf jeden Fall. Genau. Das war so Stoppfußball haben wir da gespielt. Also was die Mädels machen noch diesen Stopptanz, dass man halt Musik genau. und die Jungs, die durften halt den Fußball dribbeln und dann mit Musik und dann durfte sich halt jeder ein Lied wünschen und aber was ist das? Kraftklub, oder? Genau. Und das ist zum Beispiel auch da drin, also Kraftklub. Das Lied kannte ich noch nicht jetzt, aber aber da sind schon auch solche dabei und da ist halt meistens, erkennst du es ja nach den ersten Tönen, okay, das ist jetzt nicht kindertauglich und dann machst du halt schnell das nächste Lied. Bloß das Problem ist halt, wenn die Anzeige vom Handy dann auf dem Display vom Auto erscheint und der Große sitzt hinten in der Mitte und kann so schnell lesen. Und da war halt letztens Pimmel raus, Mofa fahren und das waren 2 Töne. Was hast denn du für eine Playlist? Also jetzt mal bei aller Liebe. Das waren 2 Töne. Also da hat keiner was gemerkt von der Akustik, aber er hat es halt gelesen. Und dann... Nein, das hören wir nicht an. Papa, was hörst du da für komische Musik? Ja, bei uns ist Das sind schon Deichkind so momentan. feine Sahne, Fischfilet war das, glaube ich. Und Ist Kennst du das die für ein nicht? Genre? Nein. dann auch so Jennifer Rostock oder sowas sind halt dann Ich, ja. oft nicht so kindertauglich. Aber dein Sohn hat meinem... Jetzt kommt alles hier raus. Jetzt fällt es mir nicht ein. Ist das, die Prinzen küssen verboten, haben sie mal eine Zeit wirklich lang gesungen, die 2 miteinander. Und was war denn das noch? Irgendwas noch? Männer sind Schweine, habe ich heute Morgen im Radio gehört. Nein, das war es nicht. Was war denn das? Ja, Ja, sing ruhig. das alles ist Deutschland. Oh, das Ja, ist ist alles. auch Das Prinzen. fand ich ja sau cool. Bloß unser Großer ist jetzt aktuell auf Deichkind. Und wenn du ja, der Papa hat gesagt, das ist cool. Ja. Und wenn du irgendwie Samstag in der Früh um 8 Uhr schon volle Dröhnung Remi-Demi ausgehen, boah, du wirst echt blöd. Du. Und jetzt Ja, aber verstehe ich besser mal. als das, war was geil. unser Großer, der mag Vincent Weiss und wie Oh, heißt der? den mögen wir auch. Der andere da, der komische Mark Forster. Ja, auch den mögen Das, wir. da, Oh, mich Da kannst du mich graut's halt vor jagen. der Zukunft, ey. da kannst du mich halt echt jagen damit. Was ich cool finde, was bei uns eigentlich gar nicht so verbreitet ist, wir haben Silvester irgendwann einmal ist ein Rammstein-Konzert gelaufen. Und dann haben wir durch, bleib mal stehen, ich will das sehen. Und das war jetzt keins von den schlimmen Lieder, das waren irgendwie, weiß ich nicht, Sonne oder so. Und Rammstein haben ja immer so, ich wünsche mir auf den Geburtstag, dass ich da auf ein Konzert gehe. Ich wünsche mir das. Ja, okay, schauen wir mal. Aber ich glaube, da geht es in die Hardrock-Richtung irgendwann. Echt jetzt? Aber ich finde es nur so kurios, weil so früher, so meine Zeit und auch noch davor und danach, Baby Blacks. da hat man sich ja eigentlich als Kind von Eltern, hat man sich Musik gesucht, die Eltern eher geschockt hat. Also vor uns, da waren es irgendwie so Beatles, oh, die langen Haare und so. Bei mir war es dann Kiss, was ist denn das für ein Lärm? Dann irgendwann kam halt dieses Techno und so weiter. Oh Gott, das ist ja überhaupt keine Musik mehr. Ja.
Und jetzt, was die Kids hören, das ist einfach nur langweilig. Also die schocken mich Ja, damit, aber das haben die doch bei uns auch gesagt, dass das nichts ist. Nein, Aber es ist aber nicht langweilig. Aber, Du kannst nichts mehr machen. Es war alles schon da, es war laut da, es war schnell da, Ja. alles war da. Und Ja, jetzt kommt langweilig. Ja, was ich ja gar nicht verstehe, sind ja diese ganzen, aber da sind ja wahrscheinlich eure auch noch nicht drin. Oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, will es mir gar nicht vorstellen, diese derben Deutsch-Rap-Dinger. Doch, das ist, der hat wirklich Kinder in der Klasse, die da... Ich piepe deine Mutter und... Ja, also, ich habe irgendwann einmal was, und das ist das Problem, dann sind die Kinder da und dann haben wir so ein tolles elektrisches Gerät, so, Alexa, spiel mal King, keine Ahnung. Und dann hörst du auf einmal so Wörter aus dem Kinderzimmer, wo du sagst, na Freunde, sowas gibt's bei uns nicht. Hier darf das zu Hause immer hören und so. Also, na, schlimm. bei Allein uns- diese Redensart ist so ich drehe da Ja, vor allem krieg einen irgendwie. Anfall. Ja, Das ist das Einzige, was vielleicht noch zum Schocken funktioniert. Ja. Dann. Also aber das, es nervt. Ich Ja, meine, klar. ein Neunjähriger oder kann sie doch nicht anhören, ja, und dann führe ich meine Bitch an der Leine aus. Ja, wirklich, das klingt so was. Und du denkst, nein, das ist nicht das Frauenbild, das wir hier repräsentieren. Weißt du, hallo Schublade, meine Mädchen werden immer nur schöne Lieder. Vielleicht, du, ich habe Marilyn Manson toll gefunden. Mit 15, 16. Meine Ja, Mutter aber mit fand das auch 15, nicht gut. 16. Das Ja, aber ist die sind ja wieder immer was früher drauf. Das merkst du ja. Also ich finde schon, dass du das merkst. Ja, krass. Ich will das alles nicht. Ich bleib einfach im Kindergarten. Die Katharina will ja auch im Kindergarten bleiben, ja? Ich will Ja, das ist ihre Tochter 16. also bei uns war Vorschule. der Antrieb war der Schulranzen. Also den haben wir schon lange vorher gehabt. Stimmt, ja. Und der muss dann wieder auf den Dachboden, aber unsere das ist Tochter eine war ganz gute wild drauf, dass der Idee, wieder gell? runterkommt. Also Wie schaut denn die Schulranzen? Gibt's da also einen Klischee-Unterschied zwischen Ja, ja. Schulranzen Junge und Schulranzen? Gibt's, oder? die durften mitbestimmen. Das Modell habe ich ausgesucht, also weil unsere sind alle so sehr zierlich, unsere Kids. Und ich gesagt, okay, möglichst leicht. Also das war die Vorgabe und dann durften sie aber halt sagen, welches. Und da, Nein, mal von der Ordnung Hat her, sie- vom Federmäppchen zum Beispiel. ach so. Ja, sie ist schon ordentlicher als die Brüder, das ja. Ist für Mädel eigentlich nicht so ordentlich. Das hätte ja diesen männlichen Einfluss wieder. Ja, das stimmt, ne? Aber die kann eher mal in ihrem Zimmer an ihrem Schreibtisch Hausaufgaben machen, weil halt die Arbeitsplatte sichtbar ist. Ach so, ja, das ich kenn das. Und das ist bei den Jungs eher nicht Haben der die Fall. alle ihr eigenes Zimmer? Schon, ne? Naja, ich Das habe ist mein schön. Arbeitszimmer geräumt. Schon, ne? damit- Aber du findest das auch gut, weil wir haben ja jetzt auch schon, ich meine, das ist ja bei uns alles noch sehr früh, aber weil es ja auch früher hieß, hey, früher haben sich die Kids auch alle einen Raum geteilt, ja, also sollte man das tun. Du hast schlechte Erfahrungen Ich habe damit, schlechte ja? Erfahrungen mit dem Aber der Zimmerteilen. Altersunterschied ist ja sehr groß bei euch. Das Ja. ist ja auch wieder ein anderer Punkt, ne? Also Baby mit Vorpubertät ist natürlich Geil. krass. An der Leine führen. Aber bei euch war das auch kein Gedanke, dass die sich was Ja, die teilen Zwillinge waren oder bis in die Schule gekommen sind, haben sich jetzt immer geteilt. zusammen. Okay. Waren sie da traurig oder waren sie dann froh, dass jeder, ja wahrscheinlich waren sie froh. Die waren schon stolz, dass sie ihr eigenes Zimmer bekommen haben. Das schon. Schön, gell? Und das Mädchenzimmer, ist das ein Mädchenzimmer? Ja. Oder schon, ja? Also schön, gell? Aber die sind ja da nie in ihren Zimmern. Welches Kind spielt in deinem Zimmer? Ich war schon kurz, also ab und zu steht halt mal die Drohung im Raum, so, ja, dann nehme ich halt mein Arbeitszimmer wieder zurück, aber was soll das hier? Also ihr macht Hausaufgaben im Wohnzimmer, ihr spielt am liebsten irgendwo im Haus, aber nicht in euren Zimmern. Zum Und Schlafen? nachts, ja, nachts kommt ihr dann auch noch zu uns. Also was soll das? Ach, wie stark. Ja, mal vermietst du die halt. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass Untermieter. sich irgendwann mal ändert, aber Ah, krass. Wenn es ändert, ist dann wahrscheinlich so, dass man traurig ist. Ja, wahrscheinlich. Das gell? wahrscheinlich. Du bist deine Tochter, ihren ersten Freund. Ich gehe auf mein Zimmer. Ach ja, jetzt gehst du auf dein Zimmer. 16 Jahre lang bist du nicht in dein Zimmer gegangen. Tür bleibt offen. Ja, genau. Ja, uff. ja, irgendwie will man ja immer das, was man nicht hat. Also ich kann mich noch erinnern, so, wo die noch ganz klein waren, dann freust dich so die ersten Wörter. Jetzt wärst du froh, dass mal ruhig Ohne werden. Wörter. Und angeblich kommt ja wieder so eine Phase, wo sie dann gar nichts mehr reden, so Teenager-mäßig. Alter. Ja, Bin gespannt, ich kann es mir heute vorstellen. wie warst du in der Pubertät? Kannst du dich da entsinnen? Ganz lieb, ganz brav. Ich habe nichts gemacht. Also meine Mutter war ja alleinerziehend. Und meine Oma, die ist gestorben, da war ich
13 oder sowas. Das heißt, ab da war dann meine Mutter richtig alleinerziehend. Und das ist ja dann so Da warst du Pubertät voll irgendwie. drin, ja, ich wollte eben sagen. Und also soweit ich das aus meiner Sicht beurteilen kann, habe ich sie damit überhaupt nicht belastet. Ja? Ich bin halt einfach Weg. gelaufen. Nee, also so Oder? in der Schule, ich weiß nicht, der letzte Elternsprechtag, wo die war wahrscheinlich 5. Klasse oder sowas. Die war nie mehr in der Schule. Ja, das ist schon toll. Sie hat zwar schon gesagt, das Jahr finde ich nicht so toll, irgendwie 8. Klasse, 5 in Mathe und so, Ja. aber Aber du warst jetzt nicht der Rebell. sie hat sich mehr oder? über Verweise aufgeregt als über schlechte Noten. Wie viel hattest du denn Verweise? Das würde mich jetzt interessieren. Verweise. Ja, so viel waren es eigentlich gar nicht, aber Die 10 die hat Stück. sich über, das Schlimmste war auch da, die 8. Klasse, da hatte ich 3 Stück, aber die waren auch alle Nicht völlig gerechtfertigt. unberechtigt, ja klar. Ja, der erste war unberechtigtes Verlassen des Schulgeländes. Den habe ich auch gehabt. Den Da habe ich sind auch wir gehabt. In Bayern werfen die aber mit Verweisen um. 100 Meter Also weiter war so ein Wahnsinn. Kiosk, da konntest du irgendwie für ein paar Pfennig konntest du so Süßigkeiten kaufen. Wir sind halt da hingegangen. Wir wussten, dass das heimlich machen musst. Und dann kam uns halt auf dem Rückweg unser Englischlehrer entgegen. Und das war ganz ein netter eigentlich. Und wir haben ihn zuerst gesehen. Also wir hätten uns auch noch verstecken können. Wir wollten aber nicht, weil wir dachten, ja, oh, hallo, Herr Semmlinger. Ja, hallo. Ihr wisst schon, dass ihr einen Verweis kriegt jetzt. Und wir. Und dann, Ganz sympathisch. ich dachte immer noch, das ist der Spaß. Und dann irgendwie 2 Tage später ist der Brief zu Hause. Ja. Ist mein Also, Kaugummi, ja? Da kriegst du das- Verweis. Und dann war noch... Wie geil. Dann war noch unkameradschaftliches Verhalten. Gott, was muss man da machen? Da war ich, wie war denn das? Ich war in der 2. Reihe gesessen, ausnahmsweise. Normalerweise musste ich immer ganz vorn sitzen am Lehrerpult. Und da durfte ich irgendwie ausnahmsweise in die 2. Und der vor mir gesessen war, der hat immer den Tafellappen genommen und hat den auf meiner Bank ausgeklopft. Und ich saß in so einer Staubwolke die ganze Zeit drin. Nee, nix. Aber halt immer, wenn der Lehrer nicht hingeschaut hat. Und dann, Und irgendwann ist sein Nachbar aufgestanden und dann habe ich den Stuhl genommen und habe ihm halt voll ans Schienbein irgendwie so hin und er so, Der hat mich verletzt. dann habe ich den Verweis bekommen. Ich fand, der hat es Voll verdient. unfair. weißt du, schon kurz vorm Erstickungstod, wahrscheinlich wegen dem Kreidestaub, ja? Verweis. Und der 3., das war grober Unfug im Englischunterricht. Da habe ich, ja, so schlimm war das auch nicht. Da war ja die ich Formulierung. dann vorn gesessen und habe dann von dem hinter mir, der hat so Glocks angehabt. Da habe ich einen geklaut und habe mal aufs Pult hingestellt. Das ist kein Verweis, oder? Wow, Ernsthaft? Respekt. So geht das Das nicht. ist ganz schön Ein hart. ganz sympathischer Lehrer wahrscheinlich. Also, ist jetzt auch echt nicht so schlimm, oder? Aber Na, grober na. Unfug war es schon. Das muss man jetzt mal. Ich habe meinen Künscher aus dem 3. Stock geschmissen und habe nichts gekriegt. Also, Ich hatte noch nie einen Verweis, gell? Das möchte ich nur mal hier. mir hat es auch immer das Knackbrot. Ja, 3 oder 4 Jahre. Naja. Aber ihr werft doch in Bayern viel mehr um euch mit Verweisen. Ja, wo wir wieder beim bayerischen Schulsystem wären, ne? Wahnsinn, gell? Also Verweis. Nee, so viel dazu. So, wir sind jetzt eigentlich fertig. Da ich mal sagen, wir reden ja schon eine gewisse Zeit. Hast du noch einen Ratschlag für alle Eltern? Vielleicht für Zwillingseltern. Vielleicht für Zwillingseltern. Außer einen Stift in die andere Hand mal geben. Ja, ich versuche euch ja immer gar keine Ratschläge zu geben, weil das ist ja eh bei jedem immer irgendwie anders. Ich habe am Anfang den einen gesagt, den für die werdenden Väter was zu essen mitnehmen ins Im Krankenhaus. Kreissaal. Und dann für die, wenn es dann da sind, da habe ich tatsächlich auch noch einen Ratschlag und zwar was in die Ohren stopfen, wenn es schreien. Also in die eigenen Ohren. Weil Ja, trotzdem nicht. weil Na, aber- Kind, wenn schreit, da geht immer das Adrenalin hoch. Ja. Und Männer seid da eh wenn, empfindlicher eigentlich. da geht bei allen das Adrenalin hoch. Und wenn 2 Kinder schreien, da geht das Adrenalin ist noch gleich viel mehr hoch. Und ich habe festgestellt, wenn man sich da so selbst gedrehte, also muss nicht mal irgendwas Professionelles, sondern einfach so Tempotaschentücher zu reißen da rein. Ist besser. Man hört es immer noch, Ja. aber das ist in einem Level, wo du dann keinen Stress mehr kriegst. Du Das kannst ist eine dann, gute Idee. du kannst dann noch klar denken und du kannst dann klar handeln und du weißt dann, was du machen musst. Und das ist so Das ist jetzt mein ist auch Tipp wie an wenn alle du das Eltern. Babyphone runterstellst. Ja, schrei. laut. schön. Aber das ist gut, ja, das das stimmt Weil schon. du wirst total unruhig und hektisch und machst irgendeinen Blödsinn, wenn ein Kind schreit, weil du Ja. willst, dass es aufhört und du wirst viel klarer, wenn Stimmt. es ein bisschen Ganz kurz runterdämpfen noch, habt kannst. ihr euch die Nächte geteilt aber, ne? Auch wenn 2 geschrien haben oder war deine Frau dann alleine?
auch mal. Ja, wir haben ja schon versucht zusammen zu schlafen, also von daher haben wir es schon mal beide mitbekommen. Wenn es natürlich um Stillen ging, da konnte ich wenig machen. Ja, Stimmt. Wir hatten dann eine Zeit, haben wir es da umgestellt auf erst so Milchpulver. Dann irgendwann haben wir festgestellt, es geht brutal ins Geld und die trinken auch normale Haarmilch. Schon, gell? Und dann haben wir das und ich kann mich an Zeiten erinnern, wo wir wirklich 1 Liter Milch pro Nacht gebraucht haben. Jeder von den beiden hat 3 Flaschen, 2 von den kleinen und eine große. Aber schau, wenn am Bett gehabt. Ja, Wir haben die krass. direkt ans Bett hingestellt, damit wir dann immer aufstehen Ja, mussten dafür. Ja. 1 Liter Milch pro Nacht. Und Aber mittlerweile schau, ist wenn immer es wieder so, dass es funktioniert, ja. abläuft. Die Haarmilch bei uns, hätten wir damals 3-4 Paletten gekauft und 2 Wochen mit. Also dann haben die das. Wie alt waren die da, wo ihr da umgestiegen seid? müsst jetzt lügen. Circa 1, 2, Nee, wahrscheinlich eher so 2, 3. sowas, gell? Ja, aber meine Große, da habe ich das nämlich auch irgendwann gedacht, aber die war so 1,5. Und dann habe ich auch gedacht, aber du liest ja 1000 Sachen, weißt du? Und irgendwann, ja, Milch ist aber auch gut für die Entwicklung, bababa. Dann habe ich der angefangen, Kuhmilch zu geben. Die hat ganz, ganz schlimme Verstopfung bekommen. Und bis ich das überhaupt gecheckt habe und eine Freundin zu mir gesagt hat, hey, lass mal die Milch weg, gell? Also das war echt ganz schlimmer Auslöser. Die hat teilweise tagelang nicht und dann ging es auch nicht. Und dann sind da Steine rausgekommen und ihr denkt, oh, krass, dieses arme Kind, ja. Aber ja, wenn man es später macht, dann ist es, glaube ich, nicht verkehrt, gell? Ja, uns wollten es irgendwann im DM das Milchpulver nicht mehr verkaufen, weil die haben Das die ist immer nur hatten, mindestens, also du darfst die immer nur hatten die maximal Mengen 5 kaufen. limitiert, weil die Chinesen sonst so viel Ja. irgendwie mitgenommen hätten. Und ich so, ja, aber ich habe 2 Kinder zu Hause. Soll ich machen? Und dann kam zum Glück die andere Verkäuferin und hat gesagt, ja stimmt, die haben Zwillinge, weil ich habe sie halt nicht dabei gehabt. Dann durfte ich nochmal gehen und durfte mir noch ein paar Packungen extra holen. Boah, Aber krass. Ja, das stimmt, das geht alles nicht. Ich bin froh, wenn das Milchpulver vorbei ist, wenn die Windeln vorbei sind. Windeln, Oh, ja. Windeln. Wann sind da hast du auf deine einmal, Kinder sauber geworden? hast du auf einmal Platz in der Mülltonne. Ja. Das stimmt allerdings, ja. Ja, da war auch das Mädel war viel, viel früher dran als die Jungs. Die hat in der Kinderkrippe schon beschlossen, ich will jetzt keine Windeln mehr haben. Mit, ich weiß nicht, ob sie schon 2 war, doch wahrscheinlich gerade so. Ja, meine auch, ja. Und dann hat es 3 Wochen gedauert und hat es auch tatsächlich nicht mehr gebraucht. Ja, Ah, da freue ich mich auch schon drauf. Das wird ja, toll. keine Windeln. Dann wirst du nochmal schwanger. Ha? Ha, mit Zwillingen. Nein. Du, wir haben nächste Woche unseren Viva-Vasektomie-Termin. Wir sind jetzt dann fertig. Dann ist rum. Wir. Ja, mein Gott. Du, wir waren ja auch schwanger. Wir haben ja auch eine Geburt hinter uns. Nee, wir waren nicht schwanger, wir haben keine Hatten Geburt nichts und zu wir essen. haben auch keine Hausaufgaben. Das ist das, was ich meinen Kindern immer sage. Das ist, sind wir wieder bei WhatsApp-Gruppen. Was haben wir denn heute? Nein, wir haben nichts auf. Ich habe das alles schon. Ich war Ich habe das schon alles durch, ja? 13 Jahre plus 1 Jahr Ausland war ich Ja. in der Schule. Ich habe keine Hausaufgaben auf. Oh, wie geil. Wir. Ja, Ja, das nee. Wir, gell? Das ist schön. Wollen wir aufräumen? Also ich nicht, ich hab's hinter mir, ja, das stimmt. Ach, schön. Na gut. Toll. So, dann Na, habe super. ich jetzt ein Mustergeschenk. Nein, ich Nein. weil ich mich so gefreut habe, dass das jetzt halt funktioniert hat. Ich habe dir mal eine Sonnenblume getötet. das ist ja toll. Und bei dir habe ich nicht gewusst, was du kriegen sollst. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass du von mir eine mega coole Halbtasse kriegst. Ich habe das so geil gefunden und habe mir gedacht, ja, das sind meine Geschenke. Können wir die jetzt nochmal voll machen? Also jetzt hätte ich Lust auf ein Bier. Würde ich sogar aus der Magst Halbtasse du trinken. Bier? Ja, wir haben Bier. Tasse, ja? Aber dann machen wir jetzt einfach mal fertig. Wenn man nicht so Sagen wir noch Tschüss.